Guten Morgen miteinander. So schön, euch alle zu sehen. Mein Name ist Robin. Ich komme ursprünglich von Buchsumgebung. Ich weiss nicht, ob das irgendjemand kennt von euch. Buchs, St. Gallen, irgendjemand? Leck, niemand! Jemand! Genau. Micha kennt es auch. Es ist mir eine riesige Freude, heute da zu sein. Danke vielmals, Micha, für die Einladung. Es ist mir eine grosse Ehre, heute hier predigen. Ich kenne den Micha von Australien ursprünglich. Wir haben zusammen eine Bibelschule gemacht dort. Und genau, ich habe immer wieder mal ein bisschen etwas mitbekommen vom Kreuzpunkt. Und darum freut es mich enorm, heute selber da sein. Danke für dein Vertrauen. Ich hoffe, ich kann euch heute Morgen etwas mitgeben, das euch ermutigt. Und ich bin selber gespannt, wie die Reise heute Morgen jetzt wird verlaufen in dieser Predigt. Genau, ich weiss nicht, von der Folie her muss ich euch einmal sagen, wenn die nächste Folie kommt. Perfekt. Ich möchte euch das erste Foto zeigen, um mich kurz vorzustellen. Das da vorne ist meine Frau. Jenna, sie ist heute auch da. Sie ist ursprünglich von Südafrika, habe sie aber in Australien kennengelernt. Genau, es gibt glaube ich noch mehr Südafrikaner. So gut. Warm welcome. Genau. Und ich habe sie in Australien kennengelernt. Die ganze Familie von ihr ist auf Australien ausgewandert. Sie ist jetzt mittlerweile auch Australierin. Und genau, ich habe dort schon probiert, um sie auf ein Date zu fragen. Sie hat mir Nein gesagt, wie es halt so ist. Hast zwar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Dann bin ich zurück in die Schweiz. 4 Jahre später habe ich gedacht, leck, hätte ich sie doch kennengelernt, hätte sie doch Ja gesagt. Probieren wir es halt nochmal. Und dann habe ich es nochmal probiert, dann hat sie Ja gesagt. Dann ist einfach die ganze Welt im Weg gestanden in dem Sinn, weil ich in der Schweiz war, sie in Sydney. Dann haben wir uns über Long Distance kennengelernt. Corona ist gekommen, 2 Jahre Grenzen zu, auch so ein bisschen eine Wüstenzeit gewesen. Das ist das Thema auch von heute. Und schlussendlich sind die Grenzen tatsächlich dann aufgegangen. Und übermorgen, vor 2 Jahren, haben wir geheiratet in Australien, in Perth. Das heisst, wir sind eigentlich an unserem 2-jährigen Hochzeitstag fast dabei. Das ist cool. Genau, also das ist Jenna. Wir wohnen mittlerweile in Rapperswil, also nicht allzu weit weg von da. Und ich habe euch das nächste Bild mitgenommen. Das ist eine Kapelle in Hurden. Da haben wir so ein Gründungsprojekt, wo wir dran sind, wo wir so Worship und Prayer Nights machen. Und wo uns Gott auf eine wunderbare Weise hergeführt hat. Und dort treffen wir uns einfach einmal im Monat und es ist so schön zu sehen, wie Gott Leute bringt. Und wir sind in die Gegend gezügelt, ohne dass wir Leute kennt haben. Und es ist einfach wunderbar, wenn wir im Vertrauen unterwegs sind. Und wir sind selber gespannt, wo die Reise hergeht. Das ist einfach ein bisschen, dass ihr einen Kontext habt, mit wem das ihr es zu tun habt. Arbeiten tue ich sonst in der FWG Schweiz, bin für den Jugendbereich zuständig. Genau, das ist so ein bisschen das zu mir. Fun Fact vielleicht noch, ich habe alles gern, was irgendwie mit Schläger zu tun hat. Schlagzeug spielen, Tennis spielen, Badminton spielen, Paddle spielen, alles was irgendwie Schläger ist sehr cool. Genau, das Thema von heute Morgen. Wir können eine Folie weitergehen. Umgang mit Wüstenzeiten. Ist ein spezielles Thema. Ich habe mir überlegt, warum soll ich über das heute schwätzen oder warum das Thema ganz grundsätzlich. Und ich glaube, ich möchte über das heute schwätzen, weil wir das alle kennen. Also jeder von uns kennt das doch irgendwie, wenn du durch eine Wüstenzeit durch musst. Auch als gläubige Christen, also wenn du Jesus nachfolgst, wenn du eine Entscheidung triffst für ihn, wirst du so Zeiten erleben. Und wir schauen heute anhand vom Buch Jeremia an, wie wir mit so Zeiten umgehen können. Der Jeremia war ein Prophet im Alten Testament. Und er war bekannt als jemand, der voll mit Gott unterwegs war. Also ein Mann Gottes. Du kannst nicht mehr mit Gott unterwegs sein, aber er hat durch enorme Schwierigkeiten dadurch müssen. Er ist auch bekannt als der leidende Prophet.
Jeremia hat etwa 600 Jahre vor Jesus gelebt, im Königreich Juda. Und das ganze Volk ist unter enormem Druck gestanden. Ihr könnt euch vorstellen, ein kleines Königreich Juda, dann Assyrien, Großmacht, Babylon, Großmacht, Ägypten, Großmacht. Und alle haben auf das kleine Königreich hineingedruckt, respektive Druck ausgeübt. Und der Jeremia ist in diesem Kontext gross geworden. Gleichzeitig ist das eigentlich mal das Volk Gottes gewesen, es sind es immer noch gewesen, aber sie haben sich komplett von Gott abgewendet. Ihr könnt euch vorstellen, ein Volk, das sagt, wir wollen nichts mehr mit dem Gott zu tun haben, wir haben lieber irgendwelche Götzen, wo wir daran glauben, dass sie sind wirklich so in einer, ich sage jetzt mal, in einer geistlichen, spirituellen Krise gewesen, zusätzlich aber auch eine moralische Krise. Jeder hat einfach gemacht, was er wollte. Vielleicht ein bisschen so wie Europa heute. Also, man hat sich einfach mal von Gott komplett abgewendet und gesagt, wir wollen selber bestimmen. Wir wollen nichts mehr mit dem Gott zu tun haben. Und in dem hinein ist der Jeremia aufgewachsen und er ist so fest mit Gott unterwegs. Gott hat ihn gerufen und hat gesagt, Jeremia, ich möchte, dass du dein Volk zurückrufst. Hin zu mir. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Jeremia hat das gemacht, er war gehorsam gewesen. Und nachher schiessen die eigenen Leute Vollgas gegen ihn. Sagen, hey, hast du einen Ecken ab, Jeremia? Sie haben angefangen zu verspotten hindurch. Lügen verbreiten. Irgendwann haben sie gesagt, hey, wir müssen etwas machen. Es ist wirklich so, könnt ihr es nachlesen. Haben sie angefangen auszupeitschen. Haben sie angefangen ins Gefängnis zu rühren. Also die haben alles probiert, um den Prophet, um den Mann Gottes mundtot zu machen. Eine richtige Wüstenzeit. Aber er war voll mit Gott unterwegs. Also ich möchte nicht der Jeremia sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber auch wir haben doch so einen Kontext von Momenten, wo wir vielleicht voll mit Gott unterwegs sind, mal eine Entscheidung für ihn getroffen haben und dann prätscht so eine Wüstenzeit rein. Die Jeremia hat seinen Gemütszustand so ausgedrückt. Ich habe euch da weitere Folien mitgenommen. Jeremia 15, Vers 10. Die Jeremia sagt, wie geht es mir schlecht? Wo ich auch hinkomme, hasst man mich. Also stell dir mal vor, das wäre dein Leben. Du gehst aus der Kirche raus oder sogar in der Kirche selber, bist einfach jemand, der gehasst wird. Bis zweites, was der Jeremia sagt. Mein ganzes Leben besteht nur aus Kummer und Sorgen. Und jeder Tag bringt mir Schimpf und Schande. Also wir sehen da ein bisschen die Welt inne vom Jeremia. Wir können da ein bisschen etwas nachvollziehen, wie es ihm wahrscheinlich gegangen ist. Ich habe letztens ein Buch gelesen vom Tozer. Ich habe es auf Deutsch übersetzt, könnt ihr die nächste Folie einblenden. Und es ist nicht perfektes Deutsch, weil das Buch ist sonst auf Englisch. Aber ich möchte euch das vorlesen, weil es hat mich so bewegt. Das Buch vom Tozer heißt Crucified Life, also gekreuzigtes Leben. Und er schreibt Folgendes. Einige Menschen wurden falsch über das christliche Leben und die Bedeutung ihrer Jesus-Nachfolge informiert. Aus irgendeinem Grund denken sie, es sei ein einfacher Weg. Sie glauben, dass Gott alle ihre Probleme und Schwierigkeiten beseitigen wird und dass sie ohne jegliche Ablenkung oder Störung leben können. Jeder, der den Weg mit Jesus jedoch ganz eingeschlagen hat, weiß, dass dies nicht der Fall ist. Wenn dein Glaubensweg keine Schwierigkeiten oder Belastungen aufweist, dann bist du möglicherweise auf dem falschen Weg. Es ist unmöglich, die Bibel zu lesen, ohne zu erkennen, dass jeder Mann und jede Frau Gottes einige extreme Schwierigkeiten und Probleme in ihren Lebzeiten durchlebten. Auch die Kirchengeschichte ist voll von Geschichten über die Kämpfe der Gläubigen.
Wenn das christliche Leben so einfach ist, wie manche glauben, warum gibt es dann diese ganzen Geschichten von Kämpfen, Schwierigkeiten und sogar von Märtyrern? Es gehört zum christlichen Leben, dass wir Schwierigkeiten und Probleme erleben werden. Das eigene Kreuz auf sich zu nehmen, ist mit vielen Hindernissen, Schwierigkeiten und Gefahren gespickt. Es geht also nicht darum, ob wir diese Schwierigkeiten haben, sondern vielmehr darum, wie wir mit diesen Schwierigkeiten umgehen. So stark, so wahr, so konfrontierend. Ich hätte so gern anders. Ich weiss nicht, vielleicht erlebst du gerade eine ähnliche Wüstenzeit in deinem Leben, wie ein Jeremia. Vielleicht bist du wieder Jeremia an einem Punkt, wo du sagst, mir geht es nicht gut. Mir geht es nicht gut. Vielleicht hast du, wie ein Jeremia, Ungerechtigkeit erfahren in deinem Leben, obwohl du Jesus nachfolgst. Oder vielleicht, weil du Jesus nachfolgst. Vielleicht plagt dich eine Krankheit. Vielleicht sind dir durch irgendwelche Umstände der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Vielleicht hast du einen negativen Bericht bekommen. Fazit ist, faktisch, Wüstenzeiten sind real. Sie existieren. Jenna und ich sind das Jahr durch so eine Wüstenzeit durchgegangen. Ich würde nicht sagen, dass wir draußen sind. Ich glaube, wir sind noch mitten drin. Und es ist konfrontierend. Es ist hart. Aber wie gut ist es zu wissen, dass man diesen Wüstenzeiten in die Augen schauen kann und kann sagen, es steht ja da. Es steht ja da, dass es dazugehört. Die Frage ist, wie gehen wir mit ihnen um? Wie gehen wir mit so Zeiten um? Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir schauen miteinander an Jeremia Kapitel 17, Verse 5 bis 10. Dort werden uns 2 Reaktionen beschrieben auf so Wüstenzeiten. Da heißt es Folgendes. So spricht der Herr. Verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbaren Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann, diese Frau, ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Inneres hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Wir sehen da 2 Reaktionen. Auf dieser Folie sehen wir, ich habe das so grün markiert. Das erste ist ein Abwenden. Also auf so Wüstenzeiten eine Reaktion kann sein, ich habe keine Lust mehr, ich habe es probiert in dem Glauben, das hat nichts genützt. Gott, du kannst mich mal, ich wende mich von dir ab. Ab jetzt verlasse ich mich auf meine eigene Kraft, auf meinen eigenen Weg oder auf das, was meine Mitmenschen sagen. Oder, wir sehen es dann im Vers 7 und 8, eine zweite Reaktion ist zu sagen, ich wende mich dir, Gott, zu, auch wenn es keinen Sinn macht, auch wenn ich es nicht verstand, auch wenn ich mich echt mies fühle, wende ich mich dir zu. Das sind 2 Reaktionen. Und in dem
in diesem Bibelabschnitt wird es verglichen. Das Abwenden wird verglichen mit einem Wacholderstrauch. Frag mich nicht warum. Aber ich habe noch ein Bild mitgenommen. Ihr seht, wie so ein Wacholderstrauch aussieht in der Wüste. So sind wir Menschen, wird uns beschrieben, wenn wir uns von Gott abwenden. In einer Wüstezeit. Und dann wird uns so schön beschrieben, wie der Baum aussieht, wenn wir uns Gott zuwenden. Und ich hatte so im Kopf, wow, Bach, wow, grüne Blätter, wow, immer am Frucht tragen. Aber ich habe noch ein zweites Foto mitgebracht, wo uns der Baum gezeigt wird. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Ihr seht den hier vorne. Ziemlich sicher ist ein Akazienbaum mit dem Baum gemeint. In dieser Passage von Jeremia Kapitel 17. Und der Baum findet man in der Wüste. Meistens so. Und der Baum ist an einem Bachbett. Man sieht das Wasser einfach nicht, weil das Wasser oder der Bach ist nur dann voll, wenn die Regenzeit kommt. Und der Baum sieht sehr oft, meistens so in der Wüste aus. Und vielleicht denkst du dir jetzt, was ist denn der Vorteil, wenn ich mich Gott zuwende in einer Wüstenzeit? Der Wacholderstrauch und der Baum sind doch beide echt miserabel. Können Sie das nächste Bild anschauen? Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich mich Gott zuwende? Ist doch überhaupt nicht nice. Wer geht so gerne einen Wacholderstrauch? Der sieht wenigstens noch ein bisschen grün aus. Was ist jetzt denn da genau der Unterschied? Der Punkt ist, beide sind vertrocknet. Und für mich ist das irgendwie entlastend. Weil wenn ich so Bibelstellen lese, denke ich mir, boah, das ist so ein Druck. Da steht, der auf den Herrn vertraut, der ist immer grün. Der ist immer, kennen wir die Christen, wo einfach, denen geht es immer gut. Immer, nie ein Problem. Die regen mich so auf. Wie machen die das? Oder? Ich glaube aber, zum schon mal vorwegnehmen, wir können wirklich an einem Punkt sein als Christen, wo wir einfach tiefst innen einen Frieden haben, trotz Wüstenzeiten. Das kommt dann ganz am Schluss von der Predigt. Aber das Bild ist so befreiend für mich, weil ich sehe, da hat es einen Baum, der uns beschrieben wird. Und auch der steht manchmal einfach extrem trocken in der Gegend. Sieht tot aus. Läuft gerne nicht mehr. Meine Frage ist, wenn ja der Baum jetzt so existiert in der Wüste und auch der Wacholderstrauch und ich mich trotzdem möchte Gott zuwenden, wie kann ich jetzt als Christ, als jemand, der an Gott glaubt, der Jesus nachfolgt, wie kann ich jetzt einen gesunden Umgang haben mit so Wüstenzeiten? Wie kann ich so eine Wüstenzeit meistern? Ich möchte euch 3 Gedanken mitgeben. Ich könnt die nächste Folie einblenden. Das erste ist, ich kann eine Wüstenzeit meistern, indem dass ich sage, ich halte fest an Gottes Zusagen. Ich halte fest an diesen Zusagen. Kannst du die nächste Folie einblenden. Im Vers 7 wird es uns so beschrieben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Für mich heißt das Folgendes. Oder ich lebe das so. Im Moment, in dieser Wüstenzeit, wo wir uns drinnen befinden. Herr, du sagst da, Segen soll über mich kommen, wenn ich meine ganze Hoffnung auf dich setze. Ich sehe den Segen nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich fühle mich wie der Baum, der vertrocknet rumsteht, aber du versprichst es. Du sagst, Segen soll über mich kommen. Du hast es versprochen. An dem hebe ich mich fest. Das gibt mir Kraft. Ein Versprechen wird eingehalten. Von unserem himmlischen Vater im Himmel. Wenn er dir etwas verspricht, haltet er es auch ein. Er lügt nie. Das gibt mir Kraft. Herr, du hast es mir versprochen, ich sehe es noch nicht, aber an dem hebe ich fest. Das Wort Segen, ich habe da ein bisschen recherchiert,
Das Ursprungswort im Hebräisch heißt Barak und das Wort bedeutet Knüle, Knien. Und ich finde das so schön, weil was das Wort beinhaltet, ist eigentlich, mit dem Knüle ist gemeint, eine demütige Haltung Gott gegenüber. Und in dem hinein merke ich, manchmal sehe ich noch keinen Durchbruch. Manchmal fühle ich mich wie ein vertrockneter Baum. Ich weiß, ich kann an diesen Zusagen festhalten, in dem Fall an seinem Segen, den er mir versprochen hat. Aber was es für mich bedeutet, ist zu sagen, Herr, ich anerkenne, wie groß du bist und wie klein das ich bin und ich komme in dieser Haltung von dir auf die Knie, ich kapituliere, ich kann nicht mehr anders, ich fühle mich so vertrocknet, aber du hast es mir versprochen, ich merke, du bist so viel grösser als ich. Und in dieser empfangenden Haltung kapituliere ich und sage, Herr, ab heute ist dein Timing angesagt und nicht mehr meins. Ich vertraue dir, trotz der Wüstenzeit. Ich vertraue dir. Ich nehme die Haltung von der Demut ein. Ich glaube, in dem innen liegt ein grosses Geheimnis. Ein grosses Geheimnis zu können sagen, Herr, in Demut büge ich mich vor dir. Nicht, weil du etwas gegen mich hast, sondern weil ich merke, wie viel grösser du bist als meine Probleme. Wie viel herrlicher deine Pläne über mein Leben sind. Du siehst schon lange aus dieser Wüste raus. Du bist schon in der Zukunft. Und im Moment lehrst du mich etwas, ich verstand das nicht, ich will es nicht verstehen, ich habe keine Lust auf das, aber in dem hinein kapituliere ich und du deine Grösse anerkennen und vertraue dir ganz. Wir können viel besser mit so Wüstenzeiten umgehen, wenn wir uns an seinen Zusagen festhalten. Etwas Zweites, was ich euch mitgeben möchte, ist im Vers 8, könnt ihr die nächste Folie, genau die. Und auch gerade der Bibelvers. Wir können mit so Wüstenzeiten meistern, indem wir uns wie ein Baum im Bachbett verwurzeln. Lass uns Vers 8 lesen. Dieser Mann, diese Frau, ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. In einer anderen Übersetzung heißt es Bachbett gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Mit dem Baum ist, wie gesagt, der Akazienbaum ziemlich sicher gemeint. Das sind sich alle Theologen, die meisten Theologen sind sich da einig. Und ihr habt das Bild vorher gesehen. Der Bach ist nicht sichtbar. Der Bach ist einfach weg zum Teil. Und wenn ich den Bibelvers lese, denke ich, könnte ich versuchen, sie zu sagen, hey, ich müsste immer grün sein, weil das heisst doch so, oder? Immer grün, Jahr für Jahr reichlich Frucht tragen. Ich stütze mich da auf die Forschungsarbeit von einem Theologen, der heißt Ray van der Laan, das sind noch viele andere, aber einfach, dass ihr versteht, was mit dem Vers gemeint ist. Ich finde das so spannend. Er sagt, der Baum, der uns hier beschrieben wird, das Grüne, das bedeutet nicht im Ursprungstext, also wenn wir es hebräisch anschauen, es bedeutet nicht, dass der Baum immer grüne Blätter hat. Aber was es bedeutet, ist, dass er immer wieder grüne Blätter hat. Und das ist ein großer Unterschied. Und so befreiend. Also der Baum hat vielleicht nicht immer grüne Blätter. In deinem Leben grünt es vielleicht nicht immer. Aber was uns da beschrieben wird, ist, er wird immer wieder grüne Blätter haben, selbst bei monatelanger Trockenheit. Ich habe euch noch ein anderes Bild mitgebracht. Und zwar ist das der gleiche Baum. Es ist nicht ganz genau der gleiche, aber es sind beides Akazienbäume. Und was mich fasziniert an dem Baum ist, das könnt ihr nachlesen, das ist wirklich so. So ein Akazienbaum kann, hört,
bis zu 12 Jahre ohne Wasser rausgekommen. Kein Tropfen. Und er sieht immer so aus wie das erste Bild. Wenn du vorbeilaufst an dem Baum und in der Wüste bist, könntest du versuchen, den Baum abschreiben. Sagen, boah, schau dir den Baum an, wie grusig der Baum aussieht, wie vertrocken der ist. Bis zu 12 Jahren kann der Baum einfach vertrocknet dastehen. Aber der Punkt ist, niemand sieht seine Wurzeln. Die Wurzeln sind so tief verankert im Bachbett. So tief verankert. Und er weiß, irgendwann kommt die Regenzeit. Auch wenn es Jahre geht. Und wenn die Regenzeit kommt, wenn der Bach wieder kommt, werde ich sofort aufblühen. Und das ist kein Witz, das ist wirklich so. Der Baum blüht sofort auf, wie der zweite Baum da. Und was das für mich bedeutet in einer Wüstenzeit, ist, Herr, ich verwurzle mich in deinem Wort. Ich lese dein Wort. Erstens, ich halte an deinen Zusagen fest. Zweitens, ich muss die Wahrheit hören. Ich muss mich bei dir verankern. Ich kann mich nicht irgendwo anders verankern, wo kein Bach mehr kommt. Ich muss beim Bach sein. Weil wenn der Bach kommt, fange ich an aufzublühen. Wie genial ist das? Was für einen grossen Gott haben wir? Ich finde es so ein kraftvolles Bild. Der Mensch, der sich Gott in einer Wüstenzeit zuwendet, ist wie ein Baum am Bachbett, wo Wurzeln schlägt, sofort aufblüht. Wenn Gott sein Segen neu ausschüttet, wenn das Wasser kommt. Ich möchte dich ermutigen, schlag Wurzeln. Schlag Wurzeln, wenn du dich in so einer Zeit befindest. Und etwas Drittes, was ich mit euch möchte teilen, ist, vielleicht bist du auch jetzt da und denkst dir, warum denn all das? Könnt ihr mich nicht immer grün behalten? Warum führt er mich überhaupt in die Wüste? Was soll denn das alles? Wüstenzeiten, wie können wir sie meistern? Indem wir ein inneres Ja entwickeln gegenüber dieser Wüstenzeit. Schau, wir haben keinen grausamen Gott, der dich ein bisschen plagen will, der dich ein paar Jahre trockenlegen möchte, einfach aus Spass. Er handelt auch nicht willkürlich, einfach so aus dem Nichts. Ich glaube, Gott führt uns ganz bewusst in so Wüstenzeiten hinein. Er hat auch Jesus selber in die Wüstenzeiten hineingeführt. Warum? Weil das ist ein Ort vom Geformtwerden. Dort wirst du geformt als Mensch, um ihm ähnlicher werden, um können widerstehen, wenn Versuchung anklopft. Im Jakobusbrief heißt es, freut euch so gern, wenn ihr geprüft werdet, auf jegliche Art und Weise. Warum? Weil dann wird euer Glaube reif. Dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Ich glaube, Wüstenzeiten, und wir sehen das im nächsten Vers, den ich da euch mitgebracht habe, im Vers 9 und 10, oder im Vers 10 im Jeremia 17 heißt es, ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Und ich glaube, ich erlebe das so, ich weiß nicht, ich glaube, viele von euch könnten mir das heute bestätigen. Wenn Gott dich prüft bis ins tiefste Innere, du merkst, wie fragil das du bist als Mensch, wie bedürftig. Und gleichzeitig, wie wenn Gott dich anfängt zu formen, zu sich herzieht und sagt, in der Wüste rein, aller Lärm wird stillgelegt. Alle Ablenkung wird stillgelegt. Kein Wasser, nichts. Nur du und ich. Und in dieser Stille rein fängst du an, wieder seine Stimme zu hören. Zu hören, was sein Wille ist für dich. Wenn wir immer auf höherem Niveau unterwegs sind, alles läuft super, wie schnell sind wir versucht, zum Gott einfach abzuschieben? Ihn zu vergessen. Aber Gott sagt, du bist mir so wichtig. Ich habe einen ewigen Plan mit dir. Lass dich nicht fest ablenken von der Welt. Ich habe einen ewigen Plan mit dir und manchmal bedeutet das, dass ich dich in die Wüste hineinnehmen, um dein Herz bis aufs Innerste zu prüfen. Nicht, weil ich grausam bin, sondern weil ich eben dich formen will zu dieser Frau, zu dem Mann, den ich schon
immer gesehen habe. Es ist nicht einfach, aber wenn ich ein inneres Ja entwickle gegenüber diesen Prüfungszeiten, komme ich so viel stärker aus dieser Wüste raus, als ich rein bin. Ich glaube, oder ich muss es anders sagen, falls du da bist und dich wie der Baum fühlst, im Moment, oder vielleicht kennst du jemanden, der sich wie der Baum fühlt, und der Bach noch nicht rum ist, und du eigentlich dich nach dem Bach sehnst. Und ich möchte das ganz bewusst jetzt so sagen, ich kann dir den Bach nicht versprechen. Ich kann dir nicht sagen, wenn er kommt. Ich wünschte, ich könnte sagen, heute geht der Bach los. Vielleicht geht er. Das ist mein grosser Wunsch für viele von uns, für mich auch. Aber ich möchte Folgendes sagen, auch wenn der Bach noch nicht um ist, kann ich trotzdem mitten in der Wüstenzeit eine Erfrischung erleben. Und was ich mit dem meine ist, Jesus sagt so, eine nie versiegende Quelle ist zugänglich für uns mitten in der Wüste. Und ich möchte euch die Geschichte noch, oder mit euch noch mit in die Geschichte nehmen, Johannes Kapitel 4, wo die Frau in der Wüste war, Wasser schöpfen und eine Begegnung hat mit Jesus. Ich lese einfach die paar Verse vor. Also zum den Kontext zu geben, Jesus kommt und fragt die Frau, ob sie ihm Wasser schöpfen kann. Ihr könnt euch vorstellen, mitten am Mittag, heisse Wüstenhitze. Und da heißt es Folgendes. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Ich möchte den Satz nochmal lesen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Ich verstand die Frau. Ich verstand ihre Antwort. Sie hat von dem Wasser geredet, dem Bach. Sie hat sich den Bach gewünscht. Und Jesus ist ihr auf so einer anderen Ebene begegnet und sagt, ich rede nicht von dem Bach, ich rede nicht von dem Brunnen, von dem Wasser schöpfen. Obwohl auch das wird kommen, auch da versorge ich dich. Aber ich rede noch auf einer viel tieferen Ebene, auch wenn du mitten in der Hitze da draussen bist, als Baum vertrocknet rumstehst und die Frau hat ein sehr vertrocknetes Leben gehabt, wenn ihr die Geschichte leset, kommt Jesus und er sagt, in dir inne, in deinem Herzen möchte ich eine nie versiegende Quelle freisetzen. Stell dir das mal vor. Zumindest in der Wüste. Und ich weiss, das ist so ein Geheimnis. Du kannst so vertrocknet in der Gegend stehen, dir kann so mies gehen und gleich wird Streit. Gleich wird Streit. Kennst du das? Ein Frieden, wo dein Verstand übersteigt. Wo du merkst, hey, Herr, ich sehe mich so nach dem Bach. Aber auch wenn der Bach nicht da ist, ist es nicht Game Over. Weil ich merke, du bist da. Du bist da. Du bist meine nie versiegende Quelle. Und ich wünsche mir das so viel mehr als der Bach. Ich bin so viel lieber bedürftig und trocken, als irgendwo in der Welt, wo so viel Versuchung um ist, aber innerlich, äußerlich sieht alles gut aus, bist grün wie ein Baum. Aber innerlich bist du total einsam am kaputtgehen. Jesus sagt, ich begegne dir in deinem Inneren, in deinem Herzen. Ich bin eine nie versiegende Quelle. Ich gebe dir Wasser, dass du nicht mehr durstig bist in deiner Seele. Das ist sein grösstes und erstes Anliegen. Und zum Schluss möchte ich sagen,
unser Gott ist trotzdem so gut, dass er sagt, Regenzeit. Es ist Zeit für Regenzeit. Du wirst immer wieder grün werden. Und in der Wüste, ich war selber noch nie in der Wüste gewesen, aber ich habe mich stark mit dem Thema Wüste auseinandergesetzt in den letzten Monaten. Anscheinend ist es so, stell dir vor, du bist jetzt der Baum. Du bist am Bachbett, der Bach ist komplett trocken. Auf das Mal hörst du Rauschen. Du siehst nichts. Aber auf einmal, sag wie ein Zug, so, ein riesen Zug, den du nicht siehst und du stehst am Bahnhof und du hörst irgendwie, es wird immer lauter und der Bach ist sich am Bilden irgendwo draussen in der Wüste und auf das Mal kommt er. Und anscheinend hast du ein riesen Problem, wenn du im Bachbett drin stehst. Aber alle Bäume, die am Bachbett Wurzeln geschlagen haben, hören das Rauschen. Sie wissen, jetzt ist Regenzeit. Jetzt kommt eine Erfrischung. Und unser Gott ist so gut. Er möchte dir eine innere, nie versiegende Quelle schenken für Wüstenzeiten. Und gleichzeitig ist er ein Gott, der sagt, Regenzeit kommt, sobald ich es anfange regnen lasse. Und ich allein weiss, wenn das ist. Aber wenn es so weit ist, wirst du durchschnaufen können. Wirst du neue Frucht tragen? Wirst du neu grünen? Und ich möchte dir Mut machen, unabhängig davon, ob du wie ein trockener Baum in der Gegend stehst, unabhängig davon, ob du ein Baum bist, der im Moment grünt. Gott schenkt beides. Und in all dem hinein dürfen wir uns getragen fühlen. Und in all dem hinein brauchen wir einander. Ich möchte es zusammenfassen noch zum Schluss. Wüstenzeiten gehören dazu, zum Christsein. Sie gehören dazu. Im Buch Jeremia werden uns 2 Reaktionen beschrieben, wie wir reagieren können. Wir können uns von Gott abwenden oder wir können uns ihm zuwenden, auch wenn wir es nicht verstehen. Wüstenzeiten können wir meistern, indem wir sagen, ich hebe deine Zusagen Gott fest. Ich komme in einer demütigen Haltung vor dich. Wir können sie meistern, indem wir sagen, wir schlagen Wurzeln wie ein Baum am Bachbett. Und wir können sie meistern, indem wir sagen, Herr, ich verstand die Prüfung nicht, aber ich entwickle ein inneres Ja für die Zeit. Und trotz Wüstenzeit können wir erleben, wie eine nie versiegende Quelle uns durchträgt. Und der Bach, die Regenzeit, kommt plötzlich. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für jede Person, die da ist. Du siehst jede Wüstenzeit, jede Sehnsucht, jedes Trockensein. Du siehst aber auch all die Menschen, die voll im Schuss sind. Wo grünen, wo es einfach läuft im Leben. Und Herr, in der Gemeinde haben alle Platz. All die, die durch eine schwierige Zeit gehen. All die, die gerade einen Höhenflug haben. Alle haben Platz, ist deine Gemeinde. Und ich möchte dich bitten für die Personen, die heute da sind, die sagen, ich muss neu festhalten an diesen Zusagen. Ich möchte neu festhalten an diesen Zusagen, obwohl ich vielleicht fast keine Kraft mehr habe. Ich möchte dich bitten für Menschen, die da sind und sagen, ich möchte mich neu verwurzeln in deinem Wort. Die Wahrheit muss ich hören. Gib ihnen Kraft zum Bibel lesen, auch wenn sie sich nicht danach fühlen. Ich möchte dich bitten für Menschen, die sich sträuben in so Wüstenzeit. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen ein inneres Ja gibst, damit du sie formen kannst, damit ihr Glaube zur vollen Reife gelangen. Und Herr, ich möchte zuletzt einfach auch noch bitten, dass der Bach losbrechen kann für viele Menschen. Wie so ein Zug, der sich anbahnt, wie so ein Brausen, das losgeht, Herr. Ich bitte dich, dass du den Regen schickst, dass die Regenzeit losgehen für so viele Menschen. Dass sie neu aufblühen, grünen, Herr. Das ist dein Wille. Das ist dein Wille, Herr.
Lass uns grün werden. Schenk du deinen Bach. Wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir für alles, was du geredet hast heute Morgen. Und alle sagen miteinander, das geht besser. Alle sagen miteinander, Amen. Wir steigen in die Zeit vom Worship.